Und heute auf der Couch für den Talk haben wir den Dom Haab. Herzlich willkommen. Mega schön bist du da. Sehr gerne. Wir haben gerade vorhin geredet, Hochdeutsch ist eine Challenge für uns, aber wir freuen uns drauf, das ist alles gut. Amen. Und ich möchte direkt reinstarten und zwar nicht mit einer Frage, sondern mit einem Kompliment, weil du hast heute über unter anderem Freude gepredigt und du strahlst für mich Freude aus. In der Art, wie du predigst, wie du kommunizierst, was du erzählst und einfach ein Kompliment an dich. Das ist mega authentisch und das begeistert mich auch immer, wenn du predigst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist auch, würde ich sagen, ein gutes Intro. Zum Thema heute war ja, du hast über das Fundament, die 3 Säulen für das Königreich, einfach Leben in Fülle gesprochen, unter anderem Freude, Gerechtigkeit und Frieden. Und eben das Thema Freude habe ich gerade angesprochen. Was mich interessieren würde ist, du strahlst ja für mich persönlich, aber ich glaube für andere auch, so das Freude aus. Ich habe im Chat noch vorhin gelesen, 1, 2 Leute haben gefragt, wieso schreit der so? Und die Kommentare dann von anderen war eben so die Begeisterung, die du ausstrahlst. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen. Also, woher hast du die Freude? Also, wieso schreist du so? Ja, das ist eine gute Frage. Nein, also das ist halt einfach mein Naturell. Ich bin halt eher laut, war schon immer laut und wenn ich kommuniziere, dann ist es dann meistens auch, kommt es bei den einen oder anderen rüber, als dass ich schreie. Aber für mich ist es mehr eigentlich eine Dringlichkeit von dieser Botschaft. Ja. Also die Leidenschaft, wenn ich sehe, wie frei mein Leben geworden ist, durch das, dass ich mit Jesus unterwegs bin, mit Jesus dieses Leben lebe, ist es eigentlich für mich wie ein Antrieb. Ich möchte möglichst viele Menschen ermutigen, das auszuprobieren und zu sagen, hey, könnte das auch etwas sein, was meinem Leben Sinn gibt, weil es hat für mich einfach den größten Unterschied gemacht, dieses Leben, diesen Jesus auf diesen Königsthron zu setzen und zu sagen, Jesus, ich liebe dich, du bist mein König, ich will dir mein Leben geben. Ich glaube, daher kommt auch diese Begeisterung, diese Freude, weil mein Leben wirklich überfließt in Dankbarkeit, weil ich weiß, wie ich vor 19 Jahren war, wie abgelöscht mein Leben war und wie ich jetzt seit 13 Jahren verheiratet sein darf, diesen Hof führen darf, 4 Kinder haben darf und so gesegnet bin. Ja, da kann ich nicht anders als von dieser Güte, von diesem Gott erzählen, der so gut zu mir war in allen Höhen und Tiefen meines Lebens. Genau das strahlst du auch für mich aus. Also ich verstehe das, wieso du schreist und was dein Herz dahinter ist und ich liebe es auch. Also mich ermutigt es mega. Was mir manchmal hilft, also ich erwische mich selber und ich glaube, vielen geht es so, dass man sich manchmal mehr Freude am Leben wünscht. Was würdest du jetzt uns auf dem Weg mitgeben, zu sagen, also wie können wir einen Schritt mehr, also mir fällt da der Bibelvers, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, wie können wir das mehr erleben? Was würdest du uns für einen Tipp geben, um da so einen Schritt vorwärts zu kommen, um das mehr auszustrahlen und auch zu leben? Ja. Also eine meiner Hauptschlüssel, die ich gefunden habe, steht im Psalm 100. Dort heißt es, ich komme mit Dankbarkeit durch die Vorhöfe in den Tempel meines Gottes. Und dieser Tempel ist ja unser Herz. Und ich glaube, Dankbarkeit in der heutigen Zeit, und ich sage Dankbarkeit für wirklich alles, also auch für die kleinen Dinge des Lebens. Und zwar nicht einfach, ja, danke, sondern ein Danke, das ausgesprochen ist, das benennt wird mit Danke, Vater, dass wir da sein dürfen. Danke für das Essen, das wir haben auf dem Tisch. Danke für meine Freunde, danke für die Familie, danke für die Herausforderungen in meinem Leben. Diese Dankbarkeit ist der größte Schlüssel zur Freude, die ich gefunden habe, weil wenn ich erkenne, was Christus für mich gemacht hat und was er mir geschenkt hat, gerade wir in unserer sehr wohlhabenden westlichen Zivilisation haben es verlernt, dankbar zu sein, weil der Zeitgeist uns eigentlich vorgibt, wir haben immer zu wenig oder wir haben immer nicht genug. Und weil wenn ich selber nichts mehr bringen muss, sondern seine Gerechtigkeit annehme, dann wird eine Gnade freigesetzt. Gnade ist eigentlich
nichts anderes als eine übernatürliche Kraft, die uns hilft, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Also, dass wir dann Möglichkeiten haben, Addictions, also Sachen, wo wir kämpfen in unserem Leben, mit Süchten zu überwinden, nicht mit möglichst durchhalten und kämpfen, sondern eine übernatürliche Gnade hilft uns, die Sünde zu überwinden und nicht mehr ein Sklave der Sünde zu sein, sondern ein Sklave der Gerechtigkeit, nämlich eins mit Gott. Und das ist eigentlich diese Gerechtigkeit. Und das ist ein Game Changer, wenn du das beginnst zu begreifen, dass eigentlich das Leben von Christus zu deinem Leben wird. Eigentlich wird zu wenig darüber gesprochen, weil das eigentlich der Startpunkt des christlichen Lebens sein darf. Weil wir müssen beginnen, wo Jesus aufgehört hat. Uns gerecht zu machen vor dem Vater. Wenn wir selber probieren, unser Leben zu leben und Christus in unser Leben hineinweben, dann werden wir ein abgelöschtes Christsein sein. Irgendwann, weil wir es nicht schaffen. Aber wenn er unser Leben ist und wir beginnen, wo er aufgehört hat, nämlich uns gerecht zu machen, dann können wir ein überwindendes Leben leben, in allen Herausforderungen des Lebens. Es klingt ja jetzt so, sehr schön, so wir sind gerecht, Gott ist für uns gestorben, wir sind errettet, wir dürfen das Geschenk von der Gnade annehmen. Was sind deine Gedanken jetzt so ganz praktisch? Weil die Bibel spricht ja, und wir erleben es ja selber, wir sind immer noch Sünder, obwohl wir errettet sind. Wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt. Wie geht man mit der Spannung oder was wären deine Tipps, wie geht man mit der Spannung um? Weil, wenn wir Fehler machen, das eben... Wie gehe ich damit um, wenn ich trotzdem noch irgendwie... Das Problem ist, dass wir eigentlich meinen, wir machen Gott groß, wenn wir sagen, wir seien noch Sünder. Also wir sagen, ja, wir sind ja alle Sünder. Dann denken wir, ja, das ist ja so, wir machen ja Gott groß. Aber eigentlich hat er gesagt, put away sin. Also wir sollen Sünde wegtun. Eigentlich hat er gesagt, wenn wir wirklich zu Christus gehören, leben wir so, wie er gelebt hat. Und jetzt sagen wir, ja, das ist ja nicht möglich. Die Frage ist es, wenn wir Gerechtigkeit verstehen und beginnen, aus seinem Leben zu leben, ist es möglich, sündlos zu leben? Sünde ist nicht in meinem Gedanken. Wenn ich einen Fehler mache, dann drehe ich mich sofort um an dieses Kreuz und sage, das will ich nicht in meinem Leben. Danke, Christus, dass du mich gerecht siehst, dass du mir das vergeben hast und dass du mir hilfst, es zu überwinden. Weil das ist das große Problem. Viele Leute identifizieren sich noch mit der Sünde. Aber wenn du dich im Baum als ein Sünder identifizierst, dann wirst du Sünde produzieren. Wenn du dich aber als gerechter Baum siehst, wirst du automatisch ein gerechtes Leben führen, mehr und mehr, das hin zur Heiligkeit bringt. Weil wir wollen ja alle so leben wie Jesus, aber wir sagen, wir schaffen es nicht. Und da ist Gerechtigkeit der Riesenschlüssel. Da nehmen wir das Geschenk der Gerechtigkeit jeden Tag an am Morgen und sagen, danke Vater, ich bin ohne Fehl und Tadel. Sünde ist nicht in meinen Gedanken. Ich bin nicht aufgestanden, um zu sündigen. Ich bin aufgestanden, um zu leben, wie Jesus gelebt hat, um zu lieben, zu segnen. Kann es sein, dass ich mal stolpere? Ja, kann sein. Aber dann drehe ich mich sofort mit meinem Gewissen diesem Gott zu und gebe es ihm gerne ab und sage, danke, dass du mein Leben veränderst, dass ich so sein darf, wie du bist. Wir kommen so das Umkehren und wieder zu Gott sich umdrehen und sagen, hey, ich gehe wieder den Schritt. Also was macht man ganz praktisch, wenn das einfach einem sehr schwer fällt? Das Wort Gottes hat eigentlich fast auf jede Schwierigkeit eine Antwort. Und für diese Leute würde ich empfehlen, die ersten 10 Verse aus dem Epheserbrief Kapitel 1 zu lesen, wo Paulus ganz klar sagt, es war Gottes Freude, uns anzunehmen als seine Kinder. Und das wirklich, diese Verse durchzulesen, weil es ist ein Zuspruch der Wahrheit, was Gott wirklich sagt, weil wir können nicht mit unseren eigenen Ängsten und Gedanken kämpfen und unseren Gewissen, weil sie oft nicht der Wahrheit entsprechen. So, wir müssen, wenn wir der Wahrheit folgen müssen wir die Bibel aufmachen und sehen, was er sagt. Also lest diesen Epheser Kapitel 1, Vers 1 bis 10 und da werdet ihr ermutigt werden, euer Vertrauen auf das geschriebene Wort zu setzen, das Leben bringt. Jesus hat gesagt in Johannes 6,63, meine Worte sind Geist und Leben. Und da geht es darum, dass wir dieses Wort annehmen als diese Wahrheit und nicht meine Gedanken oder meine Ängste, die vielleicht real erscheinen im Moment, aber ich bewusst mich entscheide, ich glaube diesem Wort mehr als meinen Gefühlen und meinen Gedanken. Ja.
Und das ist eine praktische Übung, die ich machen kann, wo ich das vorlese, wo ich mir das vielleicht ausdrucke, mir auf den Spiegel klebe, wo ich das verinnerliche, wo ich meditiere über dieses Wort, dass dieses Wort Realität wird über meinen Gefühlen. Ja. Amen. Amen. Finde ich ein super, super Schlusswort. Ich glaube, da kann man gar nicht mehr hinzufügen. Vielen Dank, Dom, einfach Sehr für gerne. den Einblick, für das Vertiefen und einfach für deine Predigt heute. Sehr gerne, danke Vielen dir. Dank.